In der Heiligen Schrift kann man zwei große, vorherrschende Themen oder Motive erkennen, die miteinander konkurrieren. Das eine ist das Thema von Salem, dem Berg Zion, Jerusalem und dem neuen Jerusalem, das Gottes Reich repräsentiert. Das andere ist das Thema von Babel und Babylon, das für Satans gefälschtes Reich steht. Mehrere Male rief Gott sein Volk aus dem heidnischen Babylon heraus, damit es ihm im gelobten Land diente. Zum Beispiel wurde Abraham aufgefordert, von Ur in Chaldäa in das Land Kanaan zu ziehen. Am Ende ihres langen Exils verließen die Juden Babylon und kehrten nach Jerusalem zurück. Und in der Offenbarung wird Gottes Volk aus dem endzeitlichen Babylon herausgerufen, um schließlich bei ihm auf dem Berg Zion und dem neuen Jerusalem zu sein. In der Bibel steht die Stadt Babylon für eine Macht, die in direktem Gegensatz zu Gott und seinem Reich steht. Und der König von Babylon wird zu einem Symbol für Stolz und Arroganz. Gott hatte König Nebukadnezar offenbart, dass Babylon nur der goldene Kopf des großen Standbilds aufeinanderfolgender Reiche war. Der König fertigte als Herausforderung der Offenbarung Gottes ein Standbild ganz aus Gold an. Ein Symbol dafür, dass sein Reich ewig andauern würde. Und verlangte sogar, dass jeder es anbetete. Wie der König von Tyrus wurde auch der König von Babylon zu einem Symbol für Luzifer. Jesaja 14,3-11 beschreibt den Sturz des hochmütigen und unterdrückerischen Königs von Babylon. In den Versen 12-15 wechselt Jesaja das Thema und wendet sich den himmlischen Höfen zu. Er zeigt, dass ein ähnlich stolzer und arroganter Geist den ursprünglichen Fall Luzifers verursachte. Der Text erklärt, dass Luzifer plante, seinen Thron über alle himmlischen Heerscharen zu erheben und sich selbst dem Höchsten gleichmachen zu wollen. Dies war der Beginn einer neuen und feindseligen Situation, in der Gottes selbstlose Liebe und Zusammenarbeit durch Luzifers Egoismus und Konkurrenzkampf herausgefordert werden würde. Der Feind schreckte nicht davor zurück, Gott dessen zu beschuldigen, was er selbst war, und seine Lügen gegenüber anderen Engeln zu verbreiten. Hier liegen die geheimnisvollen Ursprünge des Bösen im Universum.